Good morning. Ik heet in jeder einen welkom wat hier vandaag morgens is. En mag God met ons zijn. Bloß een paar dingen wat ik wil opnemen hier uit een bulletin. Dat is middag hier vandaag. So ik wil bloß sure merken dat jeder eine aanweit dort. En so nu zou ik hier blijven en middag topan en gemeenschap topan zo staat. En wie dat staat, kan ik hier niet goed zo hastig wat zijn, oh nee, vriend. Maar dat voor de vrouw is, wer dat interessiert, deze dag als nee, vriend. En zo jeder eine eingeladen doorver. Ik had me gewählt vandaag uit Lukas kapitel 10 te reden. Dat is een zeer bekende geschichte, waar we zien wat God ons kan leren doorheen. So Lukas, het 10e kapitel, aan 25. vers aanvang, but de 37. Bij een gelegenheid stond een schriftgeleerde op, en om Jezus op de proef te stellen, zei hij, Meester, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te erven? Hij zei te hem, wat staat am Gesetz geschreven? Wat las du door? Hij zei, du sollst Gott dienen Herrn von ganzem Hart, von ganzer Seele, mit all deine Kräften und mit all deine Gedanken Gott sein, und die Nächsten sollst du Gott sein als die selbst. Dann sagt Jesus, du hast reich gesagt, du dort, dann wirst du leben. Dann will er sich noch selbst reich vorgehen und sagte Jesus, wer ist mein Nächster? Dann antwortet Jesus ihm und sagt, du ging ein Mensch von Jerusalem rauf nach Jericho und fall der Räuber an der Hang. Die reiten am die Kleider vom Körper, schlugen am, gingen weg und leiten am halb tot liegen. Dann traf sich so dort ein Priester, den selben Weg rauf ging. Und als er den Mann sah, ging er an der anderen Seite vorbei. Hierut sah auch ein Levit, als der bat durchkam in den Mann sah, ging er an der anderen Seite vorbei. Aber als ein Samariter ab seiner Reise bat durchkam in den Mann sah, hat er Mitleiden mit ihm. Dann ging er in bebonk am seine Wunde und gaut do Öl in Wein an. Dann sah er am ab sein Esel nab, nahm am nu ein Gasthaus und besorgt am. Als er nächsten Tag verloten will, gab er dem Wirt 2 Silberstecker und sagt, hier er soll dem besorgen. Und was durch mehr kosten wird er am betalen, wenn er 3 vorbeikommt. Welcher von den 3 denkst du, wie ein Nächster den, der Räuber an der Hang gefallen wird? Der Schriftgelehrte sagt, der Mitleid mit ihm hat. Jesus sagt zu ihm, dann go und du auch so. So hier haben wir eine Geschichte von einem Schriftgelehrten. Ein Mann, der bekannt ist an der Schrift. Ein Mann, der anweiten dat over wat God verlangt dat van zijn mensen. Aber das Mann, even though er anweit wat God verlangen will, der hat nicht eine gute Einstellung. Das sagt hier in dem 25. Vers, wo wir anfangen mit lesen, dass als du eine Gelegenheit wir, dann stimmt das schriftgelehrte Mann ab. Wenn er will Jesus eine Probe stellen. Dat wir nicht, dass er so neugierig wie nur diese Frau. Die Frau, dass wir erst eine gute Frau. Wat haben wir das eigene Leben haben? Und das ist gleich so eine schlechte Frau. Aber die Schriftgelehrte seine Einstellung wie nicht gut. Er will Jesus hier auf der Probe stellen. Und dann will er durch, das schämt sich so fair, dass vielleicht hat er mit anderen Schriftgelehrten geschafft und sie wollen Jesus sein Tod zu sagen. Und das ist sehr vielmal so steht, und dass wir in Jesus sein Leben so steht, wenn ein Mensch nicht was kann erreichen mit einem Mensch seine Lehre,
dann geht ein Mensch nun in wel den Charakter von dem Mann, was der Lehre bringt, den tausaten. So viel mal, die Schriftgelehrten, die Menschheit, die können nicht was arg finden mit Jesus seine Lehre. Und so, sie wollen den Charakter von Jesus, wollen sie dann sein Doel zu bringen. Wie fing das selbst in Paulus sein Leben in Römer, wo er es falsch genommen und wird für die Jährigkeit gebracht. Und immer war was der Ferien gebracht. Und das sagt, dass wir nicht, dass die Lehrer von der Zeit so interessiert wir an Jesus, an die Lehre, was Paulus hat. Aber wir noch vielleicht wird Paulus auf einmal ein bisschen mehr Geld tun. Und Paulus deed dat nicht. Und so dat wir waren das Bild von, sie können gegen Paulus seine Lehre, können sie nicht reden, because dat wir die Wahrheit. Aber sie werden hingeran, wenn sie wenigstens können den Lehrer, den Teacher, wenn sie den wenigstens seinen Charakter können raufbringen und sagen, hey, das ist gleich ein Taufelesja, der lebt das nicht mal selbst, was er predigen hat. Wenn sie dort wenigstens können, dann können sie sich vielleicht selbst gerecht verfallen, mit dort nicht annehmen. Und so, das ist, mir scheint sich das so, das ist ein Port von dieser Frau, was das Schlafgelehrer hier will tun. Aber ein Ding, was ich merke, dass in seine Frau, wie das Wort sagen, was habe tun für dem dort nie, was war es die Frau hier? Master, was muss ich tun, dort eigenes Leben zu erben? Und wenn wir an was erben denken, dann was müssen wir tun, zum was erben? Wenn wir mal ganz irdisch reden, was erben und aufgeht, von wo kommt das? Hat das mit zu tun mit was wir tun haben? Oder hat das mit zu tun mit wem wir haben Gemeinschaft gehabt? Das hat mit zu tun mit wem wir haben Relationship gehabt. Uns aufgeht kommt nicht mit was wir tun, mit was wir tun haben, das kommt mit wem's sehen, wem's Tochter wir sind gewesen. Das aufgeht, das kommt durch Gemeinschaft, das kommt nicht mit was wir tun haben. Und so, dort ist vielleicht ein Ding, was wir hier auch werden können, annehmen für das hier so steht. Das kommt nicht mit was wir getan haben, aber haben wir Gemeinschaft gehabt. Haben wir Gemeinschaft mit uns Gott. Aber wir sehen hier in Jesus seine Lehre hier, even wenn die Schriftgelehrten vielleicht auch nicht im Reich der Sein ist noch angekommen, even wenn die Frau dort alle tot nicht getracht ist, aber Jesus, der erkannt dort hing jeder Frau als einer, was eine Frau hat. Und er dreht dort ganz persönlich nur das Schriftgelehrer. Und er fragt ihn, was sagt das Gesetz? Du bist bekannt, du bist ein Schriftgelehrer. Was sagt das Gesetz? Was findest du an Gesetz? Und Jesus, der merkt den Schriftgelehrer selbst verantwortlich für seine Frau. Mir kommt sich das so vor, die Frau wird durch, dass sie Jesus kann irgendwo ein Wort catchen, aber Jesus, der dreht so steht, dass er selbst verantwortlich wird für seine Frau. Und er fragt dann, was las in den Gesetz? Was las du in der Bibel? Und die Schriftgelehrer, die sagt, du sollst Gott, deinen Herrn, vom ganzen Hort, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und all deinen Gedanken Gott sein. Und den Nächsten sollst du so Gott sein als du selbst. So, wir sind bekannt von das. Wir waren in Matthäus, ich glaube, das ist Matthäus im 19. Kapitel, da wird Jesus diese Antwort gegeben hat, nur den reichen Mann, der noch ankommt.
En de schriftgeleerden, die antwoord die komt uit het Oude Testament. En er zijn 2 schriftsteden, wat nu dit handdienen doen. En 5 Mose, het 6e kapitel. En ook im 3 Mose, en 19e kapitel. Du redet van Oude Gesetz, van wo wie Gott sollen Gott sein, vom ganzen Horten. En nicht bloß Gott Gott sein vom ganzen Horten, aber auch ans Mitmensch. Und wir weten dass Jesus die sagt, als an gefragt wird, wenn ihr sagt, haftet nächste, dann sagt er, diese 2, alles andere, das ist abhängig von diese 2. Gott Gott sein und ans nächsten Gott sein. Und so, Jesus, der bringt diese Frau terug, was Gott sein wird. Sie unsere Frauen, was wir haben im Leben, die sollen, die Antworten soll wir finden, für Gott sein wird. Und Jesus bringt das terug, was lässt du an Gott sein wird? Du bist bekannt, du bist ein Schriftgelehrter. Erstens, er mögt die Frau persönlich für den Frauen, den Schriftgelehrter, und merkt verantwortlich, mit der Antwort abzukommen. Und dann sagt Jesus zu ihm, was er das erst gesagt hat, du sollst Gott gut sein mit deinem ganzen Hort und ganzen Seele, all deine, mit alles sollst du ihm gut sein und dein Nobas ist die selbstgleichen. Dann sagt Jesus, du hast recht beantwortlich. Wenn du das vom Horten das, dann hast du Leben haben. Sieh, die biblische Glaube ist nicht bloß eine Rede von das sollst tun, das sollst nicht tun. Das hat mit zu tun, mit wem wir Gemeinschaft haben, mit wem wir in Relationship haben. Und das Gott Gott sein mit uns ganzen Hort, mit uns ganzen Sein, mit uns ganzen Gedanken, alles. Wir sind Gott Gott in uns nächsten Life haben. Dort können wir bloß tun, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott, wenn wir in Relationship haben mit Gott. Dat jäsel je leven, dat heeft met te doen, wo Gott wie met Gott sind. En wo nu ons Gemeinschaft is. Dat is zo'n nieuwe Gemeinschaft, dat rein alles in ons leven beeinflussen dat. Dat beeinflusst, wo wir denken, dat beeinflusst, wo wir ons opstellen doen. En dat beeinflusst, wo wir andere Menschen wat ik zeggen, treaten doen. Dan, als de schriftgeleerde, ik geloof, met komt zich dat zover, dat am komt het een beetje dichtbij, wat am dat komt, dat hij wil zich hier nog een beetje graag merken voor Jezus. En dan heeft hij deze vrouw, wer is mijn opa? Ik stel me zo voor, dat hij is uitgeleerd in de schrift en hij kan het hier zeer hastig maken. Jezus heeft dat persoonlijk gemerkt. Wat laat du in de schrift? En hij kan het hier zeer hastig zijn dat is vielleicht niet hoe zijn leven is. Dat hij gleich Gott niet op dessen weg en besonders niet zijn Nober. So sei als hij kan proben, wird proben wollen, hij wird het niet kennen. Uit zichzelf kan hij doen. So wat meint dat ans Nober Gott zijn, ans nächsten Gott zijn? Wat meint dat van Christus in deze tijd, in jaar 2024? Wanneer dat woord gleichen, denken doen, dat is een woord wat te veel gebruikt wordt. Dat wordt ook gleich die wat gebruikt bij zo'n mens wat ons wel toezaten, vielleicht op een schlechter weg, vielleicht het zit zeer smak, aber der wil ons am Hinger steht ein toezaten. So zo'n man, zo'n persoon kan op einmal dat woord live gebruiken voor zo'n irgendwas selfish aanzien even doen. Aber dat woord live gleichen wordt ook gebruikt
an unser Ehe. Wir gleichen uns Ehepartner. Und wenn wir dort sein, gleich die, dort meint du mit, dass ich sie biete, für immer. Kraken dort, was für eine schwierige Zeit wir wollen durchgehen, dort die Life, dort ich gleich die als du. Oder vielleicht die Life von ein paar Älteren, die Kindchen ever. Wir flehen das Kind, und wir wollen immer weiter für das Kind durch sein, damit dort kann weiten, dass wir sind, das Kind gut. Und so, das wird gleichen, das kann für verschiedene Dinge und verschiedene Verhältnisse gebraucht werden. Aber ich glaube, das Schlafgelehrer, die weiß, dass das hat nicht mit einer Life zu tun, was gebraucht wird und was schlecht zu tun. Das hat die ewige Life, die was fast standhaft bleiben. Und so er fragt, wer ist mein Nachbar? Wenn du ein Nachbar hast, was ich mag gleichen, hast du dann auch noch ein Nachbar, was ich nicht darf, Dorf gleichen, mag ich in jeder einem gut sein, oder hast du ein Limit von wo ich meine Life gerieten kann. Sie, diese jüdische Menschen in diesen Zeit, die würden dort manchmal von diesem Stück geredet haben. Was meint es? Ans Nachbar, kriegt das Alte Testament, und das ich sehe, 3. Mose und 5. Mose, wenn sie die Schrift stehen, was ich uthalen, dann sie werden nicht ganz bekannt, oder sie werden sich nicht einig, mit wem dort alle gemeint wird. Wir sind bloß die jüdischen Menschen. Some Menschen werden sein, die Samariter und die Gentiles, die werden nicht damit angenommen. So andere glaubten, dass die bloß so eine jüdische Menschen, was Krieg so glaubten und so sagt, was sagt, dort wir Nachbar. Und so, da werden verschiedene Interpretations von das, wer ist mein Nachbar, wer ist mein Nächster. Und dort ist vielleicht manchmal eine Frage für uns, wer ist mein Nächster? Dort ist manchmal eine Frau, wo wir kommen, wo soll ich Life beweisen? Wer ist mein Nächster? Sind da auf einmal Grenzen für meine Life? Habe ich bloß Life für diese Sort Menschen? Habe ich bloß Life für diese Sort Menschen? Und Jesus, die Antwort dieser Frau mit einer Geschichte zu vertellen. Du hast das Mann, der geht von Jerusalem nach Jericho. Und so sagt mir, dass ein bisschen nur rechnen, dass es vielleicht 25 Kilometer zu gehen. Und das Weg von Jerusalem nach Jericho, dass wir ein Weg, was gefährlich wird, sehr gefährlich. Und dass wir ein Weg auch von würden, sehr boy up oder boy off, I guess, depending on was du wohnt, war ich die ging, gehen, aber von Jerusalem bis Jericho, die Unterschied in Elevation, die wir bei 1000 Meter oder 3300 Schau. Und das ist uns fremdlich, diese Stadt, dass es in 25 Kilometer wird so ein großer Unterschied sein. So beuig wird sein, dass es 1000 Meter Unterschied wird sein. Aber wenn wir uns da bloß ein klein bisschen vorstellen, von wir hier werden von der Kirche losgehen, aber ein bisschen Seite von Arburg, dort so weit, dass 25 Kilometer wird sein, und dann andenken, dass es wird so ein großer Unterschied sein. Either 1000 Meter boy up oder boy off, depending on wo einer ging. Das ist boy off, und es sagt, er ging rauf von Jerusalem nach Jericho. So das in das ich sehe, dass wir ein gefährlicher Weg zu gehen, und dass wir wirklich schwer war, dort ever zu gehen, die 25 Kilometer. Und dass wir ganz beständig, so dass die Menschen durch geschlagen werden und bestohlen werden.
So hier ist es auch statt, das Mond, in was die kaum Menschen, die nehmen am die Kleider wach und loten am der Hingerweh ist. Dann, es geht nicht lang, dann ist ein Priester, der vorbeikommt, und er sieht das Mond, er sieht es gut, dass den Filter halb, aber er geht vorbei. Sie Priester, dort wären so eine Menschen, die dürfen am Tempel schaffen, in Jerusalem am Tempel schaffen. Die dürfen nicht die ganze Zeit, das Werk wie für das Priester, das Werk für den Priester. Und so wir können uns, Jesus, der sagt hier nicht in so viel Details nennen, woran das Priester vorbeigeht. Aber wir können uns das deutlich merken, dass der Priester, der ist in Stolzje in Jerusalem gewesen, war gewesen von seiner Familie, hat du im Tempel geschafft, ist vielleicht Meid gewesen. Und er hat so gedacht, als ein Priester im Alten Testament sagt, wenn er dich bei Blut kämpft und in Dauda kämpft, dann wird er 3 Wochen gehen waren im Tempel und da wird ihm was kostet, die Erreinigung durchgehen, was er dann wird fehlen als ein Priester. Und er hat dort, er bangt sich vielleicht nur seine Familie, er bangt sich vielleicht nur sein Bruder, nur seine Schwester, was immer das ist gewesen. Und er will sich nicht die Zeit nehmen für das Nächste. Und so er geht an der Seite vorbei. Vielleicht hat er sich gedacht, dass er kann gut sein, dass das Mensch den fehlt gehalten, aber ich sehe einen Priester, ich sehe nicht so, was er bekannt ist, mit schlimmster Besorgung. Dann kommt ein Levit vorbei und im Englischen sagt, die kämpft und die checkt, aber er geht auch wieder. Levites, dort wir noch seine Menschen, die im Tempel schaffen deuten. Und ich stelle mir so vor, bei den Priestern, die Levite, die waren vielleicht besser gedacht, es kann nicht sein, dass das Mann den fehlt an halb. Das wird sehr gut zu sein, den fehlt halb. Vielleicht haben sie eben von dann an wieder einmal an den Mann gedacht, was sie da hängen lassen und Hand für den Gebet. Gott bringt doch somewhere, was den halten wird. Aber die Interruption in der Schedule, in der Tag ist zu viel, um dort zu tun mit, was zu tun wollen haben. Und so, sie gehen wieder. Und dann sagt Jesus, dann kommt die Samariter durch. Und was das dort? Der Haupt. Sehr fan. Und wir machen uns ein klein bisschen anschauen, und das jüdische Menschen, die hosten die Samariter, die hosten die Säuer. Sie wurden einfach bei der samaritische Land vorbeigehen, um dort sie nicht dürfen mit den Samariter even durch ihr Land gehen. Und sie werden, sie haben ganz zu halten, dass die samaritische Menschen dort werden so, die nicht wirklich Gott dienen, sie hosten die Säuer. Aber die Samariter, die nehmen sich Zeit für das Nächste. Und er beweist Mitleiden. Und ich sage hier 3 Dinge, was das Mitleiden an der Samariter verbringt. Und mir ist es interessant, von hier an wieder, wo immer dort wird Mitleiden gebraucht wird, dort wird bloß immer war, nur Jesus dienen. Dort wird Mitleiden, der Greek word, der root word für Mitleiden hier, von hier an Lukas, bei Lukas, dort immer, wenn dort root word abkommt, dort hat bloß mit Jesus zu tun. So eine Wahrheit, dort wird, was Jesus hier brauchen, dort ist es, wenn er sagt, das ist die Model, von wo wir uns mitleiden sollen mit uns Nächsten beweisen. Das erste Ding ist, er Vertrauen. Er dat am physical besorgen. Er dat all ab und er dat bandages dann ab. Er macht sure, dass der Mann nicht wieder bleiben wird, oder was immer der fehlen dat. Das Mitleiden bringt auch mit, dass er Courage haben.
Waar we mal an denken, wann die Samariter, die wordt nicht gegleicht. Und wenn hij den, das jüdische Mann nu ab sein Esel absaat, und fort nu eine jüdische Stadt, und hij is Stadt an de Stadt aankomt, wat wordt het eerste ding zijn wat aan de jüdische Mann wordt durch im Kopf gaan? Hij haft den de Samariter haft den jüdischen Mann wat natuurlijk schlachtet gedaan. En so dat brukt mout. Dat brukt mout. Matleden te bewijzen, dat brukt mout. En dat brukt wat einer ons, dat we zijn veilig even nach geen stond te beleven, met des matleden te bewijzen. En dan, en so hij brengt hem naar het gasthuis en hij spent een nacht door mij. Wel sure merken dat die man wordt ware beter worden. En dan hij verjaart den door nicht bloß, aber hij wiest ook nog, hij dat zich verantwoordelijk merken. So matleden, we bewijzen ons matleden met, we doen mathalten, we doen vliet aanwenden, mout mat te halten. En we merken ons verantwoordelijk. Hij merkt das, Samariter merkt sich ganz verantwoordelijk des jüdische Mann gegenüber. En hij zegt, wanneer zegt hij den Indeimer van dat gasthuis, wanneer nog irgendwann wat fehlen, dan laat mij weten, wanneer ik nächste Mal durchkom, ik word dat betonen. Dat zijn twee zelfverstekker, dat is ik deed een beetje lezen en dat neemt zich zo te vernemen dat als vielleicht genoeg geld was dat de man over han kunt voor 24 dagen blijven. Met dus dan worden gecharged ha. So dan waar we ons een beetje denken, wanneer we een huis worden renten voor een man wat er verlaatst weer. Voor 24 dagen, dat heeft aan wat gekost. Dat heeft aan werkelijk wat gekost, dit man hier te bezorgen. En dan komen we bij een van deze geschichten. En dan vraagt Jezus, so wer wie hier noba, wer wie hier nu daar wat om de nächsten, wat zegt het hier? Wanneer van die drie denkst du wie een nächster aan dem de Rabe en de Heen gevallen weer? En dat is heel interessant. De schriftgeleerde zegt, die wil niet zijn de Samariter. Dat we hem nog geen aan. Maar hij moest het best toestoen, die matleden met hem had. Jezus zegt hem, dan go en doe du ook zo. So wer is ons noba? Mir schien sich das so zu sein, das hat nicht mehr zu tun, wer bloß das nächste Haus wohnt von uns. Das hat nicht mehr zu tun mit bloß so einer, was das Milat und was der Kriegse glauben, das auch. Ans Noba, ans Nächste ist die, was Gott in uns Leben bringt, und wie kann das sein, du hast in Need. Hier fehlt es an Help. Dort ist ans Nächste. En dat kan zijn wat een anders geloven dat ook. Dat kan zijn wat de anders slaat. Die kan andere eigenschappen hebben. Die kan ganz andere leven hebben. Maar van God, den man, de vrouw, een kind en ons leven brengt dat. En wie kan dat zijn? Hier fehlt matleden te bewijzen. Dan is dat ons nächste. Jezus durch diese Geschichte will uns hier wiesen und sagen, dass wenn je mir gut sind und je wollen die Nächsten gut sein, das wird noch manchmal so eine Zeit geben, du wird was Fremdes, und wird ein fremder Nächster sein. Aber das ist jene verantwortlich, den Nächster zu sein für die, was das anfehlen wird. Mir fällt eine kurze Geschichte bei. Vielleicht ist der bekannt hier, aber wie ein Mann, der hat sich eine neue Kuh gekriegt für Weihnachten von seinem Bruder. Und er hat sich brav mit seiner neuen Kuh und er ist vor Stell gehalten und sieht er durch ein kleiner Junge, der wundert sich über seine schmacke Kuh. Und
En dan vangt hij aan met das kleine jong te reden, hij interessiert dat met hem. En de kleine jong überrascht zich dat Bob, ik word in Bob naam, zo'n koos dit gekregen heeft. Meest, du hast deze koos gekregen van die broeder, ganz voor die alleen. En dan zegt hij, ja, mijn broeder gaf mij deze koos. Dan zegt de kleine jong, ik wens. En dan Bob zijn gedanken als het zo, vielleicht hij gleift de kleine jong die zegt, ik wens, ik had ook zijn broeder als dat. Aber wat de kleine jong het nächste zegt, dat überrascht hem. En de kleine jong zegt, ik wens, ik kon ook zijn broeder zijn te mijn kleine broeder. En dat beweegt den Bob en hij vraagt hem, was maat, ik wil ihn ride geven in deze koor. En zo, ze zetten op de koor op, voor een engstje, en dan vraagt das kleine jong, wat gaat doen? Bij ons huis voorbij voeren. En dan denkt Bob zo, oh sure, dat wil ik doen. En denkt hij zichzelf zwaar, zo, de wil vielleicht zijn oberschvriend wijzen, wo hij met kan. Ze voeren naar huis, nu das kleine jong zijn huis, die rent aan en holt zijn kleine krepelige broeder uit en zegt, check, dat krijgt zoals ik gezegd heb. En ik wil zijn broeder als voor die ook zijn am leven. Zo dat is, geloof ik, wat Jezus ons wil leren hier. En leven gaan wat de val is voor leven voor God en leven voor de nächsten. Immer weer checken nu omstanden hoe we kunnen leven en medelijden bewijzen voor de nächsten. Krijgen don't wer in ons leven komt. Mocht God je segnen. Hat een goede zondag.